2020 wird auch wieder ein ganz besonderes Jahr. Fußball-Europameisterschaft, Olympia, Ostern, Weihnachten und ganz nebenbei wird unser Saarland 100 Jahre alt. Und wer könnte besser heute Abend mit Ihnen ein Geburtstagsständchen singen als unser Schorsch Seitz? Alle hopp! Geht's euch gut? Seid ihr gut drauf? Und wie? Ja, soll es uns nicht gut gehen. Ne? Unser Saarland feiert 100 Jahre und das müssen wir feiern. Das machen wir heute Abend hier auch, natürlich musikalisch. Singt ihr mit? Wir machen so ein paar Liebeslieder, ein paar Geburtstagslieder für unser Saarland. Und ich erwarte von euch, dass wir richtig voll dabei sind. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Es tut so gut, dass es dich vergiss den Rest der Welt. Saarland, mir han dich lieb. Wunderbar, das kann man auch auf Englisch singen. I just called to say I love you, genau, richtig. Alles für Saarland, das kann man auch auf Deutsch schon mal singen, ne? Saarland, ich lieb dich. Stopp, wer war das? Probier's nicht. Wer hat gesungen, ich lieb dich nicht? So nicht, ne? Ich lieb dich auch, ne? Alles klar. Ihr stellt euch alle auf, liebe Freunde. Rechter Arm in die Höhe, linker Arm in die Höhe und los geht's. 1, 2 und 3 und... Wir sind 100 Jahre Saarland und das feiern wir vereint. Ja, so stimmen wir alle ein. Wir sind mit Herz und Verstand und mit Leidenschaft dabei. Wir sind Weltmeister im Feiern. Ja, unser Saarland ist echt das Beste. Keiner kommt so schnell an das Niveau heran. Und wir haben für euch als Gäste in der Hinterhand den Masterplan. An diesem langen Fastnachtabend soll gefeiert werden bis tief in die Nacht. Hey, denn wir wollen Riesenstimmung haben. Deshalb auf die Beine hoch und alle mitgemacht. Und 2 und 3 und wir sind 100 Jahre Saarland und das feiern wir vereint. Ja, so stimmen wir alle ein. Wir sind mit Herz und Verstand und mit Leidenschaft dabei. Wir sind Weltmeister im Feiern. Ihr seid Weltmeister im Feiern. Dankeschön, ja. 100 Jahre Saarland, das feiern wir. Gell, ist doch klar. Könnt ihr euch wieder hucken, Freunde. Ich weiß, ihr seid in Feierlaune. Wir wollen aber noch ein paar Songs. Zum 100-Jährigen. Die ganze Welt hat gesungen. Und ich meine, Saarland hat in seiner 100-jährigen Geschichte vieles erlebt. Wir haben auch manche Fehler gemacht. Das Saarland könnte ein eigener Staat sein. Ja, hätte man 55 zum Saarstatut Ja gesagt. Und darüber sind die Franzosen immer noch so ein bisschen knatschig. Hat der Macron natürlich gesagt. Warum hast du nicht Ja gesagt? Ne? Oder warum habt ihr nicht Ja gesagt? Es lag allein an euch. Die Saarland wäre ein eigener Staat. Doch ihr wolltet heim ins Reich. Warum habt ihr nicht Ja gesagt? Das fanden wir echt blöd. Ihr wärt so reich wie Luxemburg. Doch jetzt ist es echt zu spät. Warum habt ihr nicht Ja gesagt? Okay, Macron hat uns trotzdem gratuliert auf Französisch. Könnt ihr all Französisch? Ah oui, ja, singen wir mal. Joyeux anniversaire mit Macron. Joyeux anniversaire. Wir gaben die Saarland nicht gerne her. Joyeux anniversaire. Französisch ist doch nicht schwer. Ist doch schwer, ne? Hat nicht jeder mitgesungen hier. Singen wir es auf Deutsch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Saarland. Happy Birthday.
Ja, Happy Birthday. Unser Saarland. Und selbst Donald Trump hat Happy Birthday Saarland gesagt. Er hat gesagt, Happy Birthday Saarland. Das Saarland is a very nice town. Oder hätte ich mal Mrs. AKK sehen, die hat Saarland verteidigt. Ist direkt nach Spangedalen, wo der Trump zu seinem Blitzbesuch war und hat aufgeklärt, das Saarland is a very nice land. Hat er gesagt, Fake News. Oh, da hat die dann mal besänftigen müssen. Hat sie den Besen geholt, hat ein bisschen gekehrt, hat das Kittelschatz angezogen. Und da haben die ganze Airbase-Piloten geschunkelt. Könnt ihr auch machen, Freunde? Wir schunkeln. Und dann haben die das Lied für die Piloten gesungen. Wir fliehen mit dem Kampfjet, der über die Saar, aber nicht über Püttlinge, da wohnt's genau. Und fällt mal in der Runde und stürzt ab auf so am Kuh. Dann haben wir im Saarland für ein paar da unser Ruhe. Dann haben wir im Saarland für ein paar da unser Ruhe. Ajo! Ja, Freunde, es geht. Danke. Es geht ja schon echt manchmal abenteuerlich zu im Saarland, ne? Komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Genau, manchmal kostet es sich Verstand. Und im Saarland ist es immer schon verrückt Zugang in den 20er Jahren. Wisst ihr noch? Die Saarländer haben sich erst mal ein bisschen angefangen, verrückt zu gehen. Und die Frauen haben sich mehr getraut. Meine Oma, die hat in Hühnerfeld gewohnt. Die hat ihrem Mann sein Motorrad geklaut und ist durch den Ort gerast. Meine Oma fährt in Hühnerfeld Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt in Hühnerfeld Motorrad. Meine Oma ist ne... Jawohl, Dankeschön. Au. Herr Intendant, das war haarscharf am Skandal vorbei, gell? Nicht, dass man hätte müssen die ganze Sendung streichen, ne? Wie es im College gegangen ist, so muss, gell? Aber meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Die hat alles richtig gemacht, Freunde. Wir brauchen nicht noch einen Skandal. Wir haben Skandale genug hier, oder? Ich sage nur FC-Stadion. Der Verein steht im Viertelfinale vom DFB-Pokal, hat noch nicht einmal ein eigenes Stadion. Das ist doch kein Grund zum Jubeln. Wir sind ohne Arena. Was sind wir? Ohne Arena. Das war noch zu leise. Noch einmal. Ohne Arena. Ohne Arena. Genau. Hey! Fußball, das ist hier in Saarbrücken immer Thema. Doch der FCS hat keine Fußballarena. Aber was machen wir nur in der dritten Liga? Ohne Arena und ohne Arena. Freunde, das geht doch nicht. Wie lange bauen die schon an der FCS Arena? Und was die mal kosten soll, weiß auch keiner. Doch bis die mal fertig ist, sind wir wie immer ohne Arena. Und alle ohne Arena. Ohne Arena. Das geht nicht, Freunde. Das ist ein Skandal. Das ist Wahnsinn. Das ist Saarland. Der Wahnsinn zwischen Himmel und Hölle. Und ich weiß, bald wird's die ganze Welt endlich kapieren, dass das Saarland ist das höchste der Gefühle. Wir können alles außer Baustelle, ist doch klar, weil die Lyoner Mafia hat alles fest im Griff an der Saar. Ajo, die Lyoner Mafia. Freunde, die Lyoner Mafia hat alles im Griff. Wir haben alles unterwandert, die saarländische Lyoner Mafia. Die Bundesregierung hat 3 Politiker aus dem Saarland. Die DDR war unterwandert mit einem saarländischen Politiker. In Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht sitzt ein Saarländer. Es flutscht, es kann nichts mehr passieren. Ne? Wir haben alles im Griff. Selbst die Lyoner, Freunde, die der Lyoner Mafia ihren Namen gab. Die kriegen mittlerweile weltweit. Das waren Leute aus Illingen.
die haben die Lyoner in die ganze Welt verbreitet. Die sind ausgewandert bis nach Amerika. Die haben dort Illinois gegründet. Ja, und dort haben die Lyoner überall verbreitet. Das waren junge Männer. Auf dem Motorrad sind die durch die Staaten gerast. Und diese Bursche haben hin auf der Kühlbox, haben die immer Lyoner gehabt. Und diese Rocker, die über die Highways gefahren sind, aus Illingen mit der Lyoner, das waren die Hells Angels. Highway to Hell. 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 Ja, Highway to Hell, Freunde. Ajo, so ist das, ne? Selbst das Wort Ajo ist mittlerweile weltweit in aller Munde. Ajo. Ajo. Und hier. Genau. Ajo. Ajo. Ajo, das Saarland ist ein Sehnsuchtsland mit Suchtfaktor. Man merkt's, ne? Es ist einfach Wahnsinn. Und trotzdem, es ist so erschreckend, dass es immer noch viele Menschen gab, die noch nie in diesem schönen Saarland waren. Und die kommen direkt aus der unmittelbaren Umgebung. Ja? Ich war noch niemals in Perlborg. Ich war noch niemals in Saarlouis. Ging nie durch Auerschmacher in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals weiter fort als bis Bruchmühlbach und Martinshee. Ich hans gelobte Land bis heut noch nicht gesehen. Ja. Freunde, ihr merkt, 100 Jahre Saarland, das ist eine tolle Geschichte. Und es ist viel passiert. Am Anfang waren wir nicht geliebt. Man hat uns begehrt, weil man so viel Kohle hatte. Deshalb sind wir hin und her geschubst, was zwischen Frankreich, Deutschland. Und dann in den 90er Jahren, wie man keine Kohle mehr hatte, da ist so ein dicker Pelzer gekommen und hat gesagt, ich stehe das Saarland annektiere. Da haben wir gesagt, das geht nicht, bist du wahnsinnig. Damals entstand der Schlachtruf, lieber in die Saar als in die... Genau, aber die Zeiten sind Gottlob vorbei. Malu Dreyer, die war gnädig. Die hat gesagt, das Saarland darf seine Eigenständigkeit behalten. Und deshalb können wir jetzt alle zusammen zum Schluss unser Credo zum 100-jährigen Jubiläum singen. Saarländisch gibt's nur einmal für mich. Hakt euch unter. Es gibt Millionen von Pelzer, die sind glücklich als Lauterer und Mainzer. Dürfen es gern bleiben, aber ohne mich. Saarländisch gibt's nur einmal für mich. Es blühen viele Blumen im Garten. Es gibt Pelzer, die sehnsüchtig auf uns warten. Tut mir leid, alles zu seiner Zeit. Saarländisch und alle gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich das Pelzerland einmal sein eigen nennt, der macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich ohne dich? Es gibt 16 Bundesländer und dort dran wollen wir doch nichts ändern. Oh Malu, lass uns bitte in Ruhe. Saarländisch gibt's nur einmal für mich. Saarländisch
gibt's nur einmal für mich. Saarländisch gibt's nur einmal für mich. Gibt's nur einmal für mich. Gibt's nur einmal für mich. Dankeschön. Alle hopp. Ein ganz besonderes Geburtstagsständchen für unser Saarland von Schorsch Seitz. Also, unserem Schorsch und dem Saarland eine 4-fache Rakete an die Gewehre Tempo 1, Tempo 2, Tempo 3 und Tempo 4. Und noch einmal, Tempo 1, Tempo 2, Tempo 3 und Tempo 4. Und natürlich ein dreifach kräftiges Saarbrücken, alle! Alle! Alle!